12 Uhr mittags. Hochzeit für Kellnerin Angelika Gruber. Seit 3,5 Stunden ist sie im Einsatz. Wie immer im Dauerlauf. Die 69-Jährige absolviert an einem Arbeitstag Distanzen wie eine Leichtathletin. Eine Kollegin hatte mal einen Schrittzähler, das waren 5 Kilometer. Ich weiß nicht, was ich habe, mir die Füße nicht tun. Obwohl ich schon 3 Knieoperationen gehabt habe, aber nein, es passt alles. Seit einem Vierteljahrhundert serviert sie in einer Münchner Traditionsgaststätte Schweinsbraten, Knödel und Weißbier. Ein Workout für straffe Arme braucht sie nicht. Wenn ich mir denke, ein Teller hat bestimmt 700 Gramm. Ein Teller. 7, 14, 21, 28, 2 Kilo, fast 3 Kilo. Eigentlich ist sie im Ruhestand, doch regelmäßig übernimmt sie hier Schichten. Heute von 8:30 Uhr bis 16 Uhr. Ja, sehr gut. Nein, mach keine Pause. Ich habe jetzt alles programmiert in meinem Kopf. Jetzt, wenn ich rausgehe, dann muss ich ja meine Tische übergeben. Na, das geht gar nicht, das mache ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Mit ihren jungen Kolleginnen kann sie locker mithalten. Und der Chef ist froh, dass Angelika Gruber regelmäßig das Serviceteam verstärkt. Man kann in dem Beruf alt werden. Es gibt genügend Leute, die da richtig Spaß dran haben. Aber es ist vor allem eine Sache des Kopfes, weil ich muss mich relativ frühzeitig schon versuchen, körperlich fit zu halten. Und sie müssen eine Grundeinstellung mitbringen, dass sie Dienstleistungsberuf Spaß macht. Die Gruberin, wie sie hier heißt, ist eine Institution. Die Stammgäste lieben ihre Freundlichkeit und gute Laune. Doch die kann ihr bei dem einen oder anderen Wirtshausbesucher auch vergehen. Ich mache meinen Job, versuche ihn gut zu machen. Und wenn mich einer von oben runter behandelt, dann bin ich nicht grantig, dann werde ich scheißfreundlich. Wenn ich den jetzt genauso blöd anrede oder so von oben runter, dann hat er ja gewonnen. Dann denke ich mir, tu mich nicht. Nein, und dann, das funktioniert wirklich. Leicht war ihr Leben nicht. Als Alleinerziehende sorgte sie für die beiden Söhne. Doppelschichten kamen ihr da gerade recht. Ich habe damals um 8 Uhr früh angefangen bis 23 Uhr oder 23:30 Uhr. Und durchgearbeitet. Und das hat Spaß gemacht. Wir waren ja schon direkt beleidigt, wenn es uns keine Kompetenz gegeben hat. Gastronomie ist echt eine Sucht. Ich sage das auch immer wieder, sage das zu meinen jungen Kolleginnen auch. Weil ich sage, da geht es ein bisschen raus, da habe ich gesagt, weil Gastronomie kann wirklich süchtig machen. Mehr Arbeit hieß auch mehr Einkommen. Früher wurde die Kellnerin nach Umsatz bezahlt. Heute bekommt sie eine Pauschale und freut sich über Trinkgeld. Sie möchte unbedingt fit bleiben. 18 Kilometer radelt Angelika Gruber nach Hause. Wenn ich wirklich mal Stress gehabt habe, ich komme dann so relaxed nach Hause, weil den ganzen Stress, den lasse ich dann von hier bis heim, lasse ich dann auf der Straße und dann ist es gut. Angelika Gruber müsste nicht mehr arbeiten. Doch der Zuverdienst ermöglicht ihr Hobbys, Bergwandern und Verreisen. Ihr Leben lang hat sie funktioniert, auch in schweren Zeiten. Ihre Arbeit hat ihr dabei immer Halt gegeben. Da drin werde ich noch gebraucht, das ist wirklich so. Wir sind ja eine große Familie da drinnen. Und na, das passt. Es würde mir echt abgehen. Wenn jetzt mein Chef plötzlich sagen würde, Gruberin, jetzt gehen wir den nicht mehr brauchen, boah, dann glaube ich, würde in ein Loch fallen. Und wirklich ist es schwer vorstellbar, dass die Gruberin hier nicht mehr durch die Gänge flitzt.